dann wechseln wir mal, ob wir live sind. Jawohl, das sollte alles laufen. Da ist es zwar noch nicht drauf, aber das kommt wahrscheinlich noch, vermute ich. Ja. Wieder mal das gleiche Problem. Ob Mr. Lee etwas über diese Maske wissen könnte? Halt die Fresse. Der Zuschauer bin ich, das ist alles in Ordnung, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zurück bei Spider-Man PS4. Part 3 von der Geschichte. Neben mir habe ich meine Lublu, und unser liebe, herzige Hundi, Dundi, Wuffi und so. Ja. Fantastisch. Wie das heute so ablaufen wird, ich werde etwa eine Stunde lang werde ich jetzt Spider-Man zocken. Danach werde ich Es wird das Nachtessen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Halt die Fresse, red nicht rein. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. Darf ich? Okay, danke. Also, ich werde jetzt Spider-Man PS4 ein bisschen spielen, etwa für eine Stunde lang, je nachdem. Danach werde ich essen. Alle Einheiten. Entführung gemeldet. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Fuck you. Nein, nach dem Essen werde ich dann wahrscheinlich mit einigen Kollegen GTA zocken. Das wäre, oder allein, je nachdem wie die anderen drauf sind, ob sie Bock haben. Natürlich kann dann jeder mitmachen, wer will. Einfach Freundschaftsanfrage senden auf Slendfood 2025, aber ja, ich werde es dann in den Chat noch schreiben, wenn ich dann GTA starte. Ja, okay, dann springen wir da rein. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Ui! Ja schon. Ui! Fliegen! Fliegen gut! Fliegen gut, fliegen schön, fliegen wundervoll! Wow. War ein bisschen nicht so schnell. Hallo. Hallo. Will da rauf. Lass mich doch da rauf. Und wir haben den zweiten Zuschauer. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Jetzt starte ich mal mein Handy da. Mal schauen. Wenn Live-Chat kommt, natürlich, wenn jemand schreibt. Bagel und ein Kaffee. Kaffee. Lass uns umziehen. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Und dann Zuschauer wieder weniger. Okay. Ja, später wird es GTA-Stream geben. Ich weiss, so viele Leute sind nur da wegen GTA, aber da unser liebe Taco Boy nicht da ist und er sich Spider-Man auch wünscht, laden wir doch Spider-Man auch auf. Oder? Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher.
Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Weil man es kann. Einfach weil man es kann. Riskieren ist immer gut. Hey, Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Gehst du arbeiten? Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Das glaube ich dir nicht. Warum du glaube lief so? Ja, warum du glaube? Glaube nicht gut. No, no. Or getting no views. Danny. Danny. Spider-Man, back in action. Spider-Man, Ich habe noch hopping Zeit, bis around ich zu Doc all ins over Labor the muss. world. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Jo. Dahinter. Ui. Fliegen wie Spinne, stechen wie Biene. Alle Einheiten. Meldungen über Autounfall. Zivilisten gefangen. Der Ort ist south of Houston. Okay. Peter, Mr. Lee sprach mich an. Er schien besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist so besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Ist der Ort sogar höher als das Empire State Building? Nein. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Texidor ist hier für eine Anprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja, Spider-Man Arbeit und so. Geht schnell. Ich muss auch für Arbeit die gemacht haben. Wo ist das Problem? Bisschen zu spät kommen. Ja, gibt schlimmer. Öffne Tür.
Nerven der Ladebildschirm. Ja, die Maske hat das Haar natürlich total zerstört. Damn. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. What the fuck? Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborn. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir. Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Was wird das Geschäft? Ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Leo! Setz nicht auf mein Kabel! Beweg den Arsch aus dem Weg. No, Spider-Man zoomen auf Eier. Besser nicht. Zoomen weg. Ich mag Spider-Man, ich mag Spider-Man. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. No. Norman würde nie auf Harry hören. So, Annie, Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lass mir was einfallen. Hallo. Ja, ich bin's. Hui. Achtung, Einheiten. Drogendeal gemeldet. Brauchen Officer vor Ort. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Spider-Man. Spider-Man. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann.
Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, Keine ich kann Problem. davon nicht... Eigentlich will ich nicht. Muss ich? Ist das jetzt meine Hauptmission? Ja, definitiv. Okay, gut, dann machen wir das. Dann werden wir halt Es gibt hier vergast. viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Du gruseliges Licht. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Vergaß durch Smogwolke. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Hab's! Gute Probe von schlechtem Zeug. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Hitler hat gute Arbeit Die gemacht. Giftstoffe stammen von 2 Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Hui. Mache Foto durch Facebook. Das Licht ist perfekt. Ich habe ihn nicht erkannt, aber scheißegal. Das Foto hat gereicht. Hui. Schwingen wie Spinne. Perfekt. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. What the fuck? Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Ich fliege fast blind. Ich muss wohl Türme aktivieren. Ist mir egal. Spider-Man, Shocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Shocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Shocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Shocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Schocker, ich komme nur für du. Ich schocke die weg. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Schnauze.
Keine Zeit für Dämonen. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen. Wow, die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir. Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest so viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum... Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Bam, 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 Bamli. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Tu das nicht. Okay, fang! Was denn mit deinem Gesicht! In die Fresse. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Oh, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Böser Herman. Böser Herman. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Ich denke, das sind nicht zwei Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment. Sagtest du Masken? In die Fresse. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Hm? Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Aua. Tu dir den Gefallen. Aua. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Allahu Akbar in die Fresse. Du gemacht dir selbst. Mhm. Verdient. Verdient. Ja. Ja, aber hä? Ja, aber hä? Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Everest wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey, der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt? Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter.
Egal. Gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Ja, meine Ausrüstung ist eh schon aufs Maximum ausgebaut. Mit dem neuen Spiel Plus. Ein bisschen Parkour, oder? Hop, 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 hop. 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 Wow. Oh. Hop. Alle Einheiten sofort unterstützen. 10:30. Gepanzertes Fahrzeug. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Geld zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Oh, du Lüge, Mann. Du Lüge, mein Kind. Lüge, Lüge, Lüge. Immer Lüge. Na, denkst du, kommst davor? Hey, bin den Berichten nachgegangen über Bam. Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. So weit weg. Hey, Yuri. Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Okay. Weiß er das? Und wenn Sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. No? Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon 2 verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2, alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Schadmüll, liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Jemand das Geld? Gute Nacht. Wie lange besitzt der Boss das Gelände schon? Sieht alt aus. Nur ein Jahrzehnt oder 2. Ist vorher schon durch viele Hände. Langsam wird's anstrengend. Wer ist da? Hat dich überrascht, was? Niemand ist da, niemand, ich schwöre. Ich schwöre.
Spooderman, Spooderman, macht was immer ein Spooderman macht. Hängt davon ein Nils. Ist da jemand? Underneath there is ein Spooderman. Here kommt der Spooderman. Mist! Ich hab ihn! In die Fresse. Ich erkenne so gut wie gar nicht ohne meine Brille. Das ist ziemlich mühsam. Aber das wird schon klappen. Bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Dich schießen wir doch mal schnell ins All, oder? Tschüss. Ich hab was gesehen. Ich sehe nach. Naja, ist schon nicht. Du hast nichts gesehen. Alles in Ordnung. Alles ist gut. Solange du wild bist. Warum so schüchtern? Schießen wir mal da. Und da rauf. Schießen wir einmal dich. Hey, Spider-Man ist hier! Ich hab hier Netze Machen gefunden. wir einmal sicher. Klatsch. Sehen nicht mehr. Sind nur noch die zwei. Ist vielleicht kaputt. Stehen bleiben. Tschüss. Verstanden. Ich schau nach. Achtung, ein Eindringling. Einer, der die Wände hochkrabbelt. Hey. Nenn mich nicht Eindringling. Räum süß. Nenn mich nicht so. Spider-Man hat Kevin. Kevin? Wo ist Kevin? Kevin? Nein, bist du Kevin? Nein. Wo ist Kevin? Wo ist schon die Krone? Ja, gut. Schon vorbei. Siehst du? Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber Ich sehe. ich bin nicht Spider-Man. Ich sehe da oben. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Da ne? Eventuell. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Ich arbeite an einem elektrischen Netz. Das ist der perfekte Feldversuch. Nicht bewegen. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen.
Hat's funktioniert? Nein, war wohl der falsche Kasten. Such weiter. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Del Kratzer. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Hier. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Ja! Und hoppa. Wow. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Und so. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss ab. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Nein, bin ich nicht. Du bist schon lange hinter Fisk her, was? Er ist mein dicker Fisch. Und piu. Piu. Jetzt. Perfekt! Das kann man so sagen. Machst du Türe auf? Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Gefunden. Geschafft. Puzzlemaster. Sie hatten recht, Chef. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. 1, 2, 3. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Come on. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Dann, los geht's! René.
Verdammt. Die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit. Wenn man nur den Draht über den Waffen... Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Sch, Dämonen. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Halt! Stopp die Waffe! Sie sind verhaftet! Kommen! In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Achtung! Schieße! Deckung! Jetzt geben Sie einfach nur an! Lass der Kerl den Kugeln ausweichen. Neutralisiere ihn! Bam! Hinter dir! Ich bin ein bisschen beeindruckt. Noch weiter. In Deckung! Ich krieg ihn nach! Handschuhe aus! Wie sieht's aus? Nachladen! Gib die Rückendeckung! Danke, kam gerade richtig. Ziele! Vorsicht! Tada. Stopp! Gib ihm. Alles okay? Lauf! Ich komm nach! Nicht du. Wenn ich an einem Tag 2 Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Oh. Dämonen in der Nacht. Ich werde aufgehalten. Wie sieht's bei dir aus? Nicht viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Schaff das. Ich Spider-Man, ich schaff das. Ich kann so ein Dreckswagen so schnell sein. Au. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Hui. Endstation. Hui. Nö. Allah. Toll. Jetzt fährt die 3 plötzlich pünktlich. Press square. Oh, mein Arm. Damn. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du.
Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und Ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay, dann rein. Sie ist gut. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Okay. Ah? Okay. Ja. Ein Moment. Hier gibt es Feinde. Ein Moment. Hallo. Nachricht von wow, chillen. Die Fische in einem Fass. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Aber meine Güte. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Ja, gehen wir schnell ab nach Hause, ja. Ab nach Hause gehen, ich will nach Hause gehen. Ich geh nach Hause. Oh, wo ist mein Taco geblieben? Mein Taco, der fehlt in diesem Spiel. Alle Officer, ein Überfall wurde gemeldet. Gemeldeter Ort ist Kips Bay. Over. Nur der Burger ist alleine hier. Ohne den lächelnden Taco Spacko. Fliegen gut. Fliegen macht mir Mut. Auf nach Hause. Verdammt. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem.
Gehen wir nach unseren Sachen. Auf alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Spidey-Stick. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Legen. Hallo. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Okay. Komm ich. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Okay? Kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Ich muss los, Spidey. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Was ist dein Problem? Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Nicht verbrenne meine Ware, nicht verbrenne, nein, tu das nicht. Bitte nicht. Tu das nicht. Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Bam. Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kalt stellen! Ich bin aber Spider-Man. Wirst du deine schmutzigen Drecks bezahlen? Er macht uns fertig! Ich lebe hier an.
Perfekt. Wir müssen ihn da runterholen, sonst sind wir erledigt. Gegeben. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich Ziemlich schlafen? unbequem. Ich könnte es bei MJ versuchen. Okay, wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Was denke ich da gerade? Du kleiner Perversling. Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehle ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh. Die Stimme kenne ich doch. Ja, jeder kennt's. Jeder kennt die Stimme. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir da mal den Spider-Man-Stream. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr tun. Halt einfach die Fresse. Beenden wir das Streamen mal da. Ich hoffe, ich schaff's nachher noch, irgendwie GTA zu streamen. Wenn die anderen da noch würden zurückschreiben, aber es schreibt irgendwie niemand. Hat niemand irgendwie Bock. Und allein habe ich halt auch weniger Bock. Aber ich bin eh schon fast am Einpennen. Ja, und sonst gibt es definitiv morgen GTA-Stream für alle unsere Zuschauer, die nur GTA sehen wollen. Tut mir leid, ja, ich bin halt nicht so der grösste GTA-Fan. Oh, falscher Knopf. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit unseren Videos. Und wir hören uns später oder morgen. Ciao zusammen.